Seid ihr ready für dieses Ding? Finde heraus, wie einzigartig du bist. Wir machen jetzt den offiziellen Test, wie einzigartig wir sind, okay? Ich gehe einfach mal ins Video rein. Ich habe keinen Plan, ob das gut ist. Ich habe keinen Plan, ob das schlecht ist. Ich habe nur das Video gesehen. Und ich will unbedingt wissen, was für ein einzigartiger Mensch ich, Adrian Totoro Vogt, bin. Dein Körper kann ganz unglaubliche Dinge. Aha. Vielleicht findest du sogar ein paar Eigenschaften, die dich außergewöhnlich machen. Ich habe da was, das habe ich lange geübt und das hält mich schon von der Mehrheit der Menschen ab, Chat. Oh shit. Nur etwa 3% aller Menschen weltweit haben ein X in beiden Handflächen. Sieh dir doch mal deine an. Ein X? No, hab nur ein X. Dazu. Mancherorts gilt das übrigens als Zeichen für einen starken Charakter. Kannst du so schielen, dass deine Augen einander ansehen? Manche Menschen... Ja, das ist easy. Boah, Digga, aber ich habe immer Angst. Ich habe immer Angst, dass ich stecken bleibe, dann meine Augen für immer so sind. Etwa 6% der Weltbevölkerung können ihre beiden Augen in den Augenhöhlen vibrieren lassen. Sieht verrückt aus, ist aber nichts weiter als eine schnelle Vor- und Zurückbewegung der Augen. Nee, das ist, das wirkt nicht gesund. Ente, Möwe, Schnabeltier, sie alle haben etwas gemeinsam. Schwimmhäute. So auch 0,5% der Menschen. In den meisten Fällen sind dabei der zweite und dritte Zeh... Was? Es gibt Menschen mit Schwimmhäuten. Digga, die sind ja an der Olympiade mies OP, Digga. Das ist ja einfach Real-Life-Flossen. Häutchen miteinander verbunden. Manch einer hat so flexible Fingergelenke, dass er sie sowohl nach innen als auch nach außen beugen kann. Wie viele Menschen das betrifft? Also ich kann... So. Ist es viel? Nee, nicht, ne? Ja? Ah, nee. Ist nicht bekannt, aber probier doch mal aus, ob du dazu gehörst. Etwa 2% der Menschen schielen. Diese Fehlstellung der Augen entwickelt sich vor der Geburt, wenn sich das eine Auge stärker entwickelt als... Kann sich Schielen entwickeln, wenn man zu viel aufs Handy schaut? Weil ich habe immer Angst, dass wenn ich mein Handy zu nah am Gesicht habe, da müssen ja die Augen mehr zur Mitte gehen, ne? Macht das Sinn? Nee, nur Kurzsichtigkeit. Okay. Ich bin kurzsichtig, aber nicht langsichtig. Es gibt einen kleinen Muskel in deinem Kiefer, der die Kaugeräusche aus deinem Mund reduziert. Normalerweise ist er entspannt, doch wenn du ihn absichtlich anspannst, entsteht ein brüllendes Geräusch in deinem Kopf. Warte? Nee, ich mache nur meine Zähne kaputt. Nur etwa 16% der Menschen können ihn bewusst anspannen. Aber warum sollte man das tun? Kannst du mit Absicht deine Nasenlöcher flattern lassen? Ja, easy, Digga. Ich heb ab mit meinen Segeln. Ja, gehörst du zu etwa 1/3 der Bevölkerung. Unbewusst passiert uns das relativ häufig. Nur, Chat, wenn ihr eure Nasenflügel bewegen könnt, gehört ihr zu einem Drittel der Bevölkerung. Wenn ihr das nicht kennt, dann gehört ihr gar nicht zur Bevölkerung. Nur wenige Menschen haben die volle Kontrolle über ihre Nasenmuskeln. Deine Augen fokussieren sich permanent von ganz alleine, aber nur die Hälfte der Weltbevölkerung kann diesen Vorgang aktiv kontrollieren. Sie können ihre Augenmuskeln entspannen und damit den Fokus verlieren und Ich glaube nicht. Ne? Ich bin nicht speziell genug. Verschiedene Richtungen schauen. Jeder kann seine Augenbrauen heben. Das ist ein integraler Bestandteil unserer Mimik. Aber kannst du auch nur eine alleine bewegen? Geht nicht, das kann ich nicht. Kann man das üben, Chat? Wenn du es kannst, geht es meist nur mit einer. Deutlich seltener kommt es vor, dass man beide Augenbrauen völlig unabhängig bewegen kann. Solche Menschen können meist auch mit einem oder beiden Ohren wackeln. Hypermobile Hände sind sehr selten und kommen nur bei 5%. What the fuck? Digga, du kannst einfach den Ball auf beide Seiten halten. Prozent der Menschen vor. Sie können ihre Hände und Finger rückwärts beugen. Manche können... Nee, da bin ich raus. Auf diese hat das Vorteile im Leben? Ich glaube nicht, dass es einen krassen Vorteil hat im Leben, ne? Also sogar etwas mit ihrem Handrücken greifen. Eine weniger schöne und weniger seltene Eigenschaft ist ein zu kurzes Zungenbändchen, wodurch die Zunge enger an den Kiefer gebunden ist. Etwa 5% der Menschen sind betroffen. Habe ich, glaube ich, auch nicht, zum Glück. Und leiden unter den Folgen. Wenn du so unter die Couch greifen musst, vielleicht, aber keine Ahnung. Weitere 5% der Bevölkerung sind in Wirklichkeit Elfen. Naja. Ah, geil! Jetzt weiß ich, wieso meine Mutter immer so
Ey, kein Plan, was machen Elfen? Die Geschirrwaschmaschine ausräumt. Nicht wirklich, aber sie haben spitze Ohren, die an Elfen erinnern. Diese Erscheinung entsteht durch eine zusätzliche Faltung an der Diese Erscheinung tritt ein, wenn man zu viele Filme guckt mit Elfen. Ohrspitze. Der Grund dafür ist bisher unbekannt. Etwa 4% der Bevölkerung haben einen Klumpdaumen. Der Daumen ist nur 2/3 so lang wie normalerweise und Digga, einfach ein Analplug, holy shit. an der Spitze flacher und breiter. Ich glaube nicht, ne? Habe ich einen Klumpdaumen? I don't think so. Wir träumen meist in Farbe, doch etwa 12% der Bevölkerung träumen nur in Schwarz-Weiß. Es gibt Leute, die träumen in Schwarz-Weiß und es gibt aber auch andere Menschen, die sehen in Schwarz-Weiß. Und ich bin einer davon. Wissenschaftler glauben, dass dieser Scheiße. Umstand etwas mit dem Aufkommen des Farbfernsehers zu tun haben könnte. Was? Zuvor lag der Anteil der Menschen, die in Schwarz-Weiß träumen, nämlich bei 75%. Ein spitzer Haaransatz in Form eines Dreiecks, das auf der Mitte der Stirn beginnt, ist ebenfalls recht selten. Nee, habe ich Nur nicht. Ich habe bald gar keine Haare mehr. 12% der Menschheit trägt dieses Merkmal. Offensichtlich ist es erblich, da sich diese Eigenschaft durch Familien zieht. Bernsteinfarbene Augen, also eine Mischung aus Gelb und Braun, kommen Eine Mischung aus Gelb und Braun. Ist es Bernstein? Ist es nicht einfach braun? Oder ein helles Braun? häufiger vor als grüne oder graue Augen. Etwa 5% der Augen sind bernsteinfarben, während grüne Augen nur zu 2% vertreten sind und graue Augen bei weniger als 1% Boah, Digga, wenn du graue Augen hast, ist irgendwie geil, weil es so selten ist, aber irgendwie ist halt auch scheiße, weil blaue Augen einfach besser sind, ne? der Menschheit auftreten. Grau wird dabei häufig mit Blau verwechselt. Übrigens haben 9% der Menschen blaue Augen. Etwa 4% der Bevölkerung haben hinten an ihren Zähnen zufällig auftretende Ausstülpungen, die wie kleine Nägelchen aussehen. Nö. Also ich glaube nicht. Warte mal. Vielleicht. Du hast nicht nur eine dominante Digga, sitzen jetzt alle zu Hause und machen einfach so, nee. Hand, sondern auch ein dominantes Auge. Nur etwa 1/3 der Menschen haben ein dominantes linkes Auge. Um zu überprüfen, in welche Kategorie du fällst, strecke deine Hände vor dir aus und forme mit deinen Fingern einen Diamanten, indem du Daumen und Zeigefinger aneinander legst. Zentriere ein Objekt zwischen deinen Händen und schließe das linke Auge. Bleibt das Objekt zentriert, ist dein rechtes Auge das Dominante. Verschiebt es sich jedoch, ist dein linkes Auge dominant. Mein rechtes Auge, Digga, holy shit. Mein rechtes Auge. What the fuck? Hey, ist ja voll krass. Wieso verschiebt sich's links, aber rechts nicht? What the fuck? Eine kleine Gruppe von Menschen, ebenfalls weniger als 1%, hat eine Augapfelnarbe. Der Glaskörper strebt von der Retina weg. Dadurch verliert die Pupille ihre runde Form und es erscheint eine Linie auf der Iris, die wie eine Narbe aussieht. Nee, habe ich glaube ich nicht. Ein geringer Anteil der Menschen hat außergewöhnlich lange Wimpern. Es gibt auch Varianten Und ein anderer Teil der Menschen hat außergewöhnlich lange Schwänze. mit besonders dicken, gewellten oder stärker pigmentierten Wimpern. Also der Grundsatz von diesem Video ist eigentlich so, eigentlich gibt's alles. Es gibt halt bei allem vom Körper alles. Die Augen werden dadurch deutlich ausdrucksstärker. Ach Digga, ich hab beides. Es gibt eine seltene genetische Variation, durch die die Haut buchstäblich blau erscheint. Bei diesen Menschen gibt das Hämoglobin, das ist das Protein, das den Sauerstoff im Körper transportiert, ihn nicht effektiv ans Gewebe ab. Und infolgedessen schimmert die Haut bläulich und die Lippen erscheinen violett. Die meisten Interessant. Sehr, sehr interessant. von uns haben ein charakteristisches Muster von Linien in der Handfläche. Etwa 1,5% der Menschen haben allerdings nur eine einzige deutliche Linie, während der Rest kaum sichtbar ist. Also, Weniger als 1% nee, ich habe 3 lines, you know? I got 3 lines and they're pretty nice. Menschen mit hellen Haaren haben eine einzelne dunkle Strähne. Bei Mario ist es genau umgekehrt. Er hat dunkle Haare und eine einzelne helle Strähne. In diesem Bereich kommt es zu einer vermehrten Melaninproduktion. Dieses Pigment Milo? färbt unsere Augen, Haare und Haut. Gleichermaßen ist es möglich, Oha, Milo? dass ein Teil des Kopfes weniger Melanin abbekommt und dort entsteht dann eine hellere Strähne. Selbiges kann an Augenbrauen und Wimpern auftreten. Und? War eine seltene Eigenschaft dabei, die auf dich zutrifft? Oder bist du schon mal jemandem begegnet, dessen Erscheinung unvergesslich ist? Gutes Video. Lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video auf dem besten 2 Kanal von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Tschüssi. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got stuck in between these groups.